Ekran! Ekranen geef dich ab, aus Warnen war. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Junt S. Eduard Kiesbrecht. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma van Ekran. Vandaag zijn we alweer eenmaal in Chaco, niet in Bolivien. En vandaag wordt ons zijn, dat zit hier ganz anders, im Studio von Exalta Jesus. Und wir sagen große Dankeschön und Exalta Jesus für unser Studio liegen. Dann ist die beste Part von dort so. Dankeschön an die. Aber ja, Jürgen haben wir die hier, Jürgen hier von Bolivien. Kevin. Und dann ist Dankeschön, dass du auch von dir hier das erste Mal in das Programm dabei bist. Und dass du bereit bist, über die Neven zu vertellen. Für die, was uns sein, hier sind allerhand Instrumente, so wie kennen die als Musiker, Dennis. Wo ist deine Passion als Musiker mal entstanden? See, na, erst einmal ich sage Dankeschön für das Gelegenheit, Eduard. Und ja, wir haben das Musik Leute kennengelernt, ne? Wie die Musik sind in Bolivien gekommen, hatte dann auch bei uns Projekte mitgeschafft, wie Impacto Vertikal. Und so, da haben wir uns dann irgendwo mit kennengelernt. Und so die Passion, das ist eine gute Frau. Ich glaube, das ist dann entstanden, als ich nach meiner Mama erbockt wird. Ich sehe eine Familie abgewachsen, wo wir viel Tape musiziert haben. Ich komme aus einer großen Familie, so meist all meine Schwestern, meine Eltern, wir spielen Instrumente, wir singen jeden. Und ich glaube, ich sehe einfach damit abgewachsen, dass das tüß wird, ja. Ich fühle, dass ich sehe ein Musiker, aber ich fühle, dass viel mal wenn ein Musiker wirklich damit abwässt und dass das fühle und dass das nicht bloß was gelehrt ist, was man an Noten nur spielt. Ich meine, das ist auch was Feines. Aber wenn man das Gefühl hat, dass der Musiker damit ein ganz hart dabei ist. Aber nu, mal war das Trainer dein Leben. Wo kannst du mal dein Leben vertellen? Wo hast du Jesus gefunden? Wo bist du abgewachsen? Kannst du das mal einmal kurz sagen? Ja, ich sehe hier in Paraguay abgewachsen. Und naja, es sind auch viele Menschen in der christlichen Gesellschaft sind, sei sie dann jetzt in einem christlichen Elternhaus abgewachsen, ne, wo gebetet wird und wo Gott angebetet wird. Und, aber irgendwann kommt ja einer dann im Leben, wo einer dann abwächst, wo einer dann an eine Grenze kommt. Und wo die dort nicht hat, dass die Eltern bekehrte Menschen sind. Ne? Und da Punkte wie bei mir, als ich 15, 16 Jahre alt war, dann gewesen. Und dort wir so, dass ich zwar einmal die Kirche ging und auch viel kreative Musik in die Kirche ankam, mit wir als Familie viel in die Kirche spielte und so weiter, Musik merke. Aber irgendwann kam ich bei dem Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, es alle Sandlers. Dort habe ich damit zu tun, dass ich mit einer Behinderung abgewachsen bin. Ich habe all die Säune und ich versuche gleich in der Kamera an die Kirche, dann schafft das meist nicht, weil die Ehe sich so bewegen. Und das fällt mir dann besonders schwer, in meinen Teenagerjahren, das anzunehmen. Und dann kam ich eben bei dem Punkt, wo ich müde von dem Leben und wo ich mir dachte, du hast nicht, was ich kann in das Leben, ja. So, du bist mit dieser Behinderung, oder wie wir das sagen, mit der EU, mit dort bist du geboren und abgewachsen, oder wo kommt das? Ja, das ist Tüß in der Familie. Und ich glaube, das hat mich irgendwie daher drauf, dass ich nicht ganz daran vertwiebelt bin. Wie meine Schwester, die meiste von den Schwestern, keine schlechte Säune, und dass das irgendwie auch niemals ein großer Träumer war, ja, Tüß auch. Und wir können auch darüber sprechen, ja, wenn mein Bruder sich irgendwo im Dienstern furchtbar den Fertil am Stell, dann lachen wir drüber, nächstes Mal wie ich dran, ja. Den war ich, aber doch, wenn er dann mal darüber nachdenkt, dann fragt einer sich, ne? Warum können meine Freunde Geld sein und ihre große Mottos haben Gas fahren und ich selbst, ich um's da, schiet hier, da wird immer, ja. Dann ist es so leicht, dass er dann in Selbstmitleid nennt, wo er dann läuft, ich um's da. Und dann fangst du die bloß alles an zu behielen und kommst rauf und rauf. Wo hast du gelernt, mit dem Amt zu gehen? Oder was hast du in deinem Leben getan, mit dem Amt zu gehen?
ich habe Gott mein Leben gegeben. Oh. Und das wir in dem Punkt kriegen, wo ich sage, das ist das, weil ich nicht lebe. Wo Menschen mich sehen, die kostet. Ich sage immer, du, wo Menschen sagen, die kostet nicht, dann fange ich das an Salz zu glauben. Und mir haben immer und immer weiter Menschen gesagt, du schaffst das. Lass das nicht eine Grenze sein, deine Behinderung, ja, was du hast. Merk wieder. Go verder weiter, ja. Und dann wird ich mit. Und dann da hat mir so, ja, Gott hat einen Plan für mein Leben. Und Gott hat mir einen ganz bestimmten Grund gemerkt, ja. Und so hat Gott wirken gefragt, warum ich, ne? Warum ich? Aber dadurch habe ich gelernt, verder zu gehen. Sie. Und nicht mit einer Kraft. Zu sein, dass Gott dahinter steht, ne? Und heißt die ganze mit drauf das. Und mir ist ein Vers sehr wichtig geworden. In Jeremia, im Alten Testament lese ich von dem Prophet Jeremia, der von Gott geschickt wird, ein Volk, ja, er soll das predigen. Und Jeremia sagt, nee, ich gehe nicht. Das ist nicht meine Abgabe. Und dann sagt das aber in Jeremia 33, Vers 3, irgendwann ging Jeremia da, und Gott sagt, ruf mich an, ich will antworten, aber du hältst das nicht ab. Dann sagt er nach, und ich will die größte Dinge wiesen, von was du nun noch nicht mal weißt. Und dort gab mir Hoffnung. Und wenn ich nu terugkijk in mein Leben, dann sind da so viele Dinge passiert, wo ich mir nicht mal träumen lassen, als ich 15 oder 16 war. Ja. Diese große Dinge, was Gott nicht auf einmal alle will mit die Hand, was die da nicht sein Sie. Ich konnte da nicht sein. Und, aber nu auf einmal hat die Gelegenheit gehabt, ich konnte studieren, ich konnte zur Schule gehen, ich konnte im anderen Land wieder studieren. Krijg van dat wil ik die vraag stellen. Wo du bist ein Musiker und viele kennen die aus ein Orgelspieler, ein Pianospieler. Wo hast du wieder Musik studiert? Ich weiß, du hast das von klein angefangen, aber hast du irgendwo wieder studiert oder was hast du mit dort getan? Ja, ich sehe, man muss sagen, dann nach der Hochschule, oder ja, nach der 12. Klasse, habe ich dann eine Lehrerausbildung gemacht. Und dann merke ich über der up und Gott weiß mir, du hast die Go von Musik. Merk dir wieder rein auf Musik. Um in die Gesellschaft zu dienen, um in die Kirche zu dienen, um Menschen vorzubereiten. Und dann sehe ich dann für 4 Jahre nach Winnipeg in Kanada gekommen. Und sie dann erst 4 Jahre gekommen. Aber dadurch dann sehe ich zwischen irgendwo in Bolivien gekommen, meine Praktika gemerkt und so wieder. Und viele Menschen kennengelernt, das die du kennengelernt. Irgendwo sind also kriegt. Und was wird passiert sein, wenn ich einfach abgegeben habe? Twee die bleven weer en nationale hat. Kriegt. Nu hast du einfach durch den Piano die Welt durchgereist, nach Kanada, Bolivien, in Paraguay und so wieder. So jetzt bloß noch wieder, weil ich wo nachholen werden, was das nach Hand gehen, nicht so. Ja. Und nu bist du krieg hier als Schullehrer versteht, nicht so. Ja. Und du bist aber auch in das Projekt Exalta Jesus, nicht so. Wo das ist das so, was du vielleicht jemals ein bisschen geträumt hast, oder ist das Port von was die scheint jetzt, so was du tun ist das? Ich habe immer Lehrer sein, das habe ich von klein auf immer klar. Okay. Ja. Aber irgendwann mit der Zeit entwickle sich auch Sachen. Ne? Du entwickelst sich auch Wünsche im Hort. Vielleicht nicht unbedingt meine Wünsche, aber ich glaube, irgendwann, wenn ich die Wünsche annehme und sage, das ist, was Gott macht von mir, dann auf einmal fängt er an, mein Wunsch zu sein. Ja? Und mit Exalta Jesus, wo Gott uns eine Vision gibt, durch Musik und durch Videos und so wieder, Menschen zu erreichen, seine frohe Botschaft rüberzubringen. Ja? Wir verken reden uns nicht in Leute an, und wenn wir mal ganz unge sind, ja, und trägt uns was rüber, dass uns diese Energie war, ja. Nicht bis Leute, oder wenn wir schaftig sind, wir verken, habt uns nicht in Leute, dass wir einfach war, oder möglich blieben im Glauben, ne? Wow, ik zie sehr beeindruckt dat je wat je gedaan met Exalta Jesus en bestemd waren er een deel video's im Internet zijn wat we zijn en ik heb een paar van die Leute hier. Aber ich freue mich, dass Menschen
nicht sich bremsen oder breken lassen von was der würde sagen, oh, ich kann nicht, aber dass man rütstalpen det. En dan jet en du kan wat möglich sein. Mit Gott sind viel größere Dinge möglich, was ich schon sehe, als wie seine kennen. Und ich finde das wunderbar. Und du sagst, deine Passion als Lehrer sein, kostet dir eine Minute, was bewegt dich von Lehrer sein? Ich glaube, das klingt dort, was Gott mir gegeben hat, dass ich das kann wiedergeben an die Mitmenschen. Ich denke, das ist ein Geschenk, wenn einer Musik hat, oder spielt oder was immer, ja. Dass einer das kann wiedergeben an Menschen und dass wir können einfach durch Gott anbeten und anloben, wie es heißt, letztendlich dem, was alles gehört. Und nach zum Schluss, unser Titel rannt alweer auf, dat is hier in dit Programm fertig zijn, dat zijn interessante mensen zijn, die dann wel de Titel aufran. Aber kannst du uns ein Mut merken, das wird über die Jugendlichen, von wo immer die in der Welt hier oder checken, ein Wort, was der Mut merkt, wieder zu gehen? Sehr jeden. Ich sehe mir sehr viele, was du tust, die haben irgendwo Begrenzungen in ihrem Leben. Es ist nicht vielleicht körperlich, dass die irgendwie eine Behinderung oder was haben, oder vielleicht auch andere Sachen an ihrer Persönlichkeit. Aber eine Sache habe ich erfahren in meinem Leben, das ist, dass Gott groß ist und dass Gott einen Plan hat für jeden Mensch. Und dass Gott möchte, dass unsere Grenzen durchzudeuten, damit wir nur nach Arm kommen und ab Arm vertrauen. Weißt du, wo ich schwach bin, du ist Gott stark. Und das ist für jeden Mensch dort, für dich. Amen. Dat werd ik sehr met einverstanden. En met deze mensage waar we afsluiten, dat we den Mut merken. Ja. En dat we, wat ik ook wil zeggen, dat we, wenn wir Freunde haben und sagen, du hast vielleicht eine Behinderung oder irgendwas, was du vielleicht hindert, wiederzukommen, dass wir dann als Freund an der Schulter klappen und sagen, wir wiedergehen. Das ist möglich und Gott ist stark, wo wir schwach sind. Ja. Und wir möchten die Mut merken, liebe hier. Hab Kraft in dem Herrn. Gottes Segen und bis das nächste Mal. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.